Peace miteinander, hier ist der Rico, neben mir wie immer Ich? der Niklas. Niklas, hallo. Niklas, wie geht's dir? Ja, das ist meine Frage. Ich weiss, aber ich frage dich jetzt mal. Gut, wie geht's dir? Auch gut. Schon? Ja. Tipptopp. Willkommen in 2026. Boah, stimmt. An dieser Stelle, hä? Ja, also ist einfach eine Zahl höher jetzt. Mhm. Ja. Ja. Kann ich die Leute, die so das Datum auf so einen Zettel schreiben oder so Prüfung, oder weißt du noch früher, du hast Prüfungsphase gehabt und dann Neujahr und dann schreibst du so 1.1.20, fuck, 26, alles nochmal ausradiert. Du hast nie das falsche Datum aufgeschrieben, Anfang Jahr. Ja, doch, zusammen. Ja. Aber jetzt auch noch, wenn ich das Datum im PC muss eintippen oder so. Ach schon? Ja. Das ist jetzt auch noch so. Am Anfang ist es immer verdammt ungewöhnlich. Ich habe mich schon daran gewöhnt, irgendwie ist das Jahr irgendwie schon verdammt lang. Keine Ahnung, es sind wie viele Tage? Haben wir 7 Tage? Ja. Ja. Naja, Crazy. das ist halt ein Jahr. Was machen wir mit Rico? Ja, heute ist unser Thema so ein bisschen Internettrends, weil wir sind auf das gekommen, jetzt 2016 ein heftiges Jahr gewesen mit crazy ass Trends. 6-7. Nein, 6-7 ist ja definitiv noch nicht dabei gewesen. 6-7 ist 2016 definitiv noch nicht dabei gewesen. 26? Nein, was? Nein, ich habe 16 gesagt. 16? Also, oh mein Gott, ich habe letztes Jahr gedacht, oh mein Gott, Ja. wie viel zu mir für das? Genau, und darum sind wir so ein bisschen auf Internettrends gekommen. Und ja, wir reden heute ein bisschen über das, was cool war, was weniger cool war. Zum Beispiel meine erste Frage an dich, Niklas. Was ist der Trend, der dich nicht aktuell, aber so im Allgemeinen aufs Größte abgefuckt hat? Ich will schon sagen, das Ballerina Cappuccino. Hey, das ist ein Italian Brainrot. Brainrot. Hey, das check ich weniger als 6-7. Schon? Ich check Wobei beides nicht so ganz. Ich check beides auch nicht, aber ich finde das Brainrot-Zeug finde ich noch fast schlimmer. Keine Ahnung, es ist so, warum? Tung, Sahur. Weißt du, finde ich beim Brainrot-Zeug schlimm. So Tung, Sahur und so Zeug. Bro, das... Also ich kann vielleicht schon eine Story erzählen. Ich und meine Freundin sind eigentlich in Basel gewesen, an der Herbstmesse, und da sind wir Bus gefahren. Und der Bus war halt voll gewesen. Und neben uns sind so eine Familie gewesen, 2 Eltern, 2 kleine Kinder. Und die beiden Kinder, die sind vielleicht 5 und 6 gewesen. Die haben so das Rating gemacht, wer stärker ist. Und hat der Grösser immer den Kleinen gefragt, wer ist stärker, Tung, Sahur oder Bombardilo Krokodilo? Und der hat der Kleine gesagt so, ja, Bombardilo Krokodilo. Und der andere so, falsch. Oder richtig. Aber warum? Keine Ahnung. Ich finde, das ist so der bodenloseste Trend letztes Jahr gewesen. Ja. Mit 6-7 zusammen. Also so die... Warum? Ja. Ein Arbeitskollege, der Fabio. Schau das geht raus an Fabio. Der wird den Podcast eh nicht hören. Irgendwann im Büro haut er einfach raus so 6-7. Und er hat einfach so eine Sucht. Ich habe Fabio gesagt, ey, die Neujahrsvorsatz muss sein, 6-7 nicht sagen. 6-7. Das ist gottlos. Du kommst ins Büro, es sind alle still am Arbeiten und irgendwann hörst du von der Ecke dahinter so 6-7. So. Warum? Von wo? Bro, 6-7 check ja brennt. Das ist einfach irgendwie so gekommen. Und ist halt jetzt einfach da. Aber ich hoffe, es stirbt langsam auch wieder aus. Hast du gewusst, dass 6-7 kommt eigentlich ursprünglich von Montana Black? Also es ist nicht wegen dem rausgeleitet worden, aber er hat es als allererstes gesagt. Kannst du das nicht? Nein. Es gibt doch so ein Video, wo der Monte runterzählt. Aha, wo er Zahlen vertauscht. Was? Ja. Let's go. 10, 9, 8, 6, 7. 6, 7, Digga, wer Bruder? Let's go. Ja. Ja, aber ich glaube, das 6-7 kommt aus dem Lied, oder? Ja, so ein Basketball-Ding, oder? Ja, ich glaube, es ist so in den Edits gebraucht worden oder so. Ja. Und da ist das blonde Kind da gekommen und hat das voll in die Kamera geschaut. Hör auf, ey. Ja, keine Ahnung. 6-7. Und wer ist mit dem gekommen? Ich weiß auch nicht. Ob das auch der Break ist oder... Ja. I don't know. Wir waren so in den USA und plötzlich schickt dein Bruder dir ein Video, wie deine Mami 6-7 Oh mein macht. Gott, ja, stimmt. Und dann denke ich so, Alter. Oh mein Gott, da haben wir einfach einen Snap geschickt von meiner Mom, das 6-7 hittet.
Das war tough gewesen. Und sie lacht so voll in die Kamera, so, hey, ich habe es gebraucht. Nein, wow. Super. Ja, ja. Es gibt so viele Scheißtrends. Fangen wir mal an, 2016. Was sind jetzt so für Trends gewesen? Ich hatte sicher mal den Fidget Spinner gehabt. Boah, ja. Ich weiss gar nicht, wo ich meinen ersten Fidget Spinner gekauft habe. Das war so eine Sache gewesen. Jeder hat irgendwie 8 Millionen von denen gehabt. Vom Pause auf, ja, der kann so drüllen, der sieht so aus, ja, der drüllt scheiße. Ja. Kannst du das eine Video von dem, wie heißt der? Es gibt so ein Video, wo einer so Fidget Spinner testet. Warte, ich weiss gar nicht, Und Unge hat darauf Heißt er reagiert. nicht irgendwie Danny Chess? Ja, Danny Jessen, ja. Und dann so, wow, der fühlt sich voll gut an. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Von denen ist das gekommen. Ja. Also beschweren kann man sich dann normalerweise eher weniger. Und das ist so Peak. Ja. Oh mein Gott, ich habe heute gerade auf TikTok so ein Video gehabt. Ich habe es fast noch schicken, aber ich habe nicht gewusst, ob du das kennst, aber ich frage dich jetzt. Es war ein Video, wo so hure viele deutsche YouTuber so ein Lied gesungen haben, ich weiss aber nicht mehr was, und weißt du, was so geklatscht haben und so geschnipst und das ist dann quasi so ein Lied geworden und hure viele YouTuber sind dabei gewesen. Ich müsste es glaube zeigen, damit Okay. aber ich zeige das nachher. Ich habe das aber vorher, bevor ich da noch komme, auf meiner TikTok-Timeline gehabt. Ja. Muss man zeigen, ja. Ja, Ja. Was gibt's sonst noch? Also so. der Dab, Ja, mein Gott. das ist mein Favorite. Der Dab ist so peak. Ja, du bist auch so ein Depp, ich weiss. Also ja gut, der Depp ist halt schon so. Oh. ich habe gerade wirklich das Mikrofon hinterher gezogen und habe mit dem in die Fresse gehauen. Genau so hat das auf jedem Schulhof ausgesehen. So komm, ich gebe dir die Hand. Nein, so. Mit dem Dab assoziiere ich immer Pogba. Ja, logisch. Irgendwann haben sie, das war ja 2016 gewesen, oder? Ja. Nachher haben sie alle so gesagt, ja jetzt ist 2017, jetzt ist der Depp so. In der Ski. Wirklich? Das weiß ich gar nicht Das mehr. haben ein paar gesagt so. Ja, also bei mir haben das auch ein paar Leute so gesagt. Der Dab hinter ist fatal. Ja. Aber Depp ist ich bin allgemein Fan vom fatal. Dab. Ja. Nein, der Dab ist cool. Ja, nein. Das geht. Nein, ich finde den Dab cool. Bring back the Dab. Ja, besser als 6-7. Ja. Das definitiv. Weißt du, wo ist der Dab auch super gewesen? In FIFA. Oh mein Gott. Vor allem gegen mich. Was war es? L1 oder R1 und 2x3, glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht nicht, mehr, ich weiss nur, wie man in FIFA Kombination salutiert. Was ist denn das jetzt? Ist das ein Morse-Code oder? Ah, das ist meine scheiß Trinkflasche. Hören wir das auf die Aufnahme? Ich hoffe es. Zeig mal deine Trinkflasche, Oh komm. mein Gott, das ist so bodenlos. Also, eigentlich das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was ich je bekommen habe. Nein, eigentlich nicht, aber... Also erstens Bar um einen Stanley Cup. Zweitens... Ist voll fancy, Niklas. Sie ist fancy. Aber warum? Damit du mehr Wasser trinkst? Also, kurz für die Leute, die sich vielleicht interessiert, das ist ein Smarty-Trinkflasche. Die hat hier unten einen Waage und die misst, wie viel Wasser du trinkst. Also, du musst die Waage kalibrieren, einmal, wo sie leer ist, also die Flasche, und einmal, wo sie voll ist. Und dann weiss sie, okay, das ist das Gewicht mit und das ohne. Mit jedem Schluck, wo du nimmst, tut sie neu wiegen und so erkennt sie, wie viel du jetzt immer pro Schluck getrunken hast. Und erkennt auch, wenn die ganze Flasche leer hast. Und es gibt dann halt eine App dazu, Ja. wo dann halt das alles protokolliert. Und dann kannst du das auch mit Apple Health verbinden. Geil. Somit auch mit Yasio. Heisst, du hast dann in Yasio eigentlich schon direkt Übersicht, okay, so viel hast du getrunken, ohne dass du immer musst ein Glas Wasser nehmen und drucken. So, weil das, ja... Ich verwünsche mich jeden Tag dabei, ich trinke viel zu wenig. Viel zu wenig. Und mein Vater hat sich so gedacht, ja, komm, wir kaufen dem so eine Flasche. Aber warum ein Stanley Cup? Also, Das juckt ja nicht. ja, also das einzige, also mich juckt es auch nicht. Das einzige Nachteil, wo halt ist, das ist der Deckel. Der ist so ein Slide-Deckel. Keine Ahnung, ob man Und du könntest ja theoretisch noch ein Ding nicht tun. ja, der Strohhalm, Ja. vergiss den. Auf jeden Fall, wenn du so machst, dann läuft die Flasche aus. No. Ja,
Das ist so ein bisschen der Kack. Und es gibt halt auch andere Flaschen von Hydrate Spark, so heisst die Firma, keine Werbung. Keine Werbung. Wo auch wirklich einen drüllbaren Verschluss haben. Ah, schon. Die wäre viel besser gewesen. Weil das Konzept ist geil, ich habe das jetzt auch schon 1-2 Tage ausprobiert. Ja. Die habe ich schon gekratzt, den. Oh, schade. Damn. Und schon geil, also es funktioniert wirklich gut. Ja, nein, du trinkst wirklich automatisch mehr, weil hier unten hast du so ein Leuchtball. Also das kann man jetzt, ich tue jetzt die Flasche demonstrieren, es geht zwar gar nicht um das Thema, aber wieso auch immer die jetzt piept hat. Product Review von Niklas. Ich glaube, die ist jetzt wirklich halt schon Wochen da gestanden und hat sie nicht gefüllt. Jetzt hat sie sich halt verbunden, zum Beispiel mit meinem Handy, wo ich meinem Vater so gesagt habe, ich muss meine Trinkflasche updaten, der hätte nicht mehr können. Ich kann jetzt hier sagen, was heisst glühen? Jo. Ah, schau, genau, jetzt leuchtet die da unten. Also wenn sie aufleuchtet, neben mir genau so, dann muss ich trinken. Dann sagt die Flasche, hey, du musst mehr trinken, du hast viel zu wenig getrunken. Dann hat es aber einen Klingelton, aber den habe ich eigentlich ausgestellt. Das war eben das gewesen. Oh, geht mir's? Nein. Das war nicht das gewesen. Nein. Das war so ein Piepen gewesen. Gut, das ist, also, aber es ist ja auch, das ist auch ein Piepen. Also wir wahrscheinlich schon von dem kommen. Das ist das Einzige, was jetzt hier oben steht. Wo könnte es piepen? Wo kann piepen, ja. Aber ich habe es eigentlich ausgeschaltet. Ja, und du kannst halt hier auch... Du kannst hier eine andere Farbe, so Regenbogen. Regenbogen. Hey, leuchten. Ja. Ja, das war der Regenbogen gewesen. Das ist nicht der Regenbogen. Sieht noch nicht so farbenfroh aus. Ja, ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall, ich muss jetzt meine Flasche jedes Mal laden. Weil die hat einen Akku drin. Also eigentlich ist einfach der Akku, die Waage da unten. Das ist echt das Ding, wo so smart ist. Das ist gar nicht smart, das ist einfach halt, ne? Das ist die Waage. Und halt auch das Leuchtding und das musst du halt immer irgendwie laden. I don't know. Ja, und dann tust du das halt wieder so reindrüllen. Und dann kannst du wieder trinken. Und dann wieder trinken. Chillig. Ja, eigentlich recht simpel und das ist eigentlich voll smart so, aber Langzeitreview kommt noch. Langzeitreview. Ja. Also schlecht ist es nicht, also schlecht ist es wie noch gesagt, es ist eine coole Idee, ja, so vor allem, weil ich trinke halt viel zu wenig. Ich habe heute habe ich jetzt auch komplett untertrieben mit Trinken. Was denkst du, wie viel habe ich heute getrunken? 1 Liter. 4 Gläser Wasser. Also ja, etwa ein Liter. Etwa 1 Liter, ja. Ja, ist nicht gut. Ich habe hohen Durst. Nach dem Podcast wird erstmal Wasser hintergelegt. Jetzt habe ich gerade Durst bekommen. Ja. Trinkpause? Nein. Trinkpause. Nein, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Was sind wir gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Dab. Beim Dab, ja. Oder? Ja. Voll. Was war so 2017 Trend gewesen? 2017, boah. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich muss noch mal kurz spicken. Ich meinte, 2017 ist so langsam Musical gekommen. Oder ist das schon 2016? Ja, das ist schon 2016, 2017. Ja, 2017 glaube ich. 2017. Pokémon Go. Aber das war ja schon 2016 gewesen. Ich bin Pokémon Go Tryhard gewesen. Findest du etwas Spannendes? Ja. Ja. Spider-Man ist rausgekommen. Aber ja, das ist ja kein Trend. Es geht ja um Internet-Trend. Ja. Trends. Ja, Fidget Spinner. Aber die ganzen Slime-Videos. Linda ist so voll in dem Zeug drin gewesen. Mit Slimes. Hey, jedes Mal. Weißt du, das Ding ist halt, ich check's nicht. Du hast so einen Slime in der Hand, was machst du mit dem? So glitschig und so. Ja, und dann ich habe auch nie einen Slime gehabt. Ja, Linda hat einen gehabt, Linda hat Tausende gehabt. Und die haben dann halt auch
deine Hände haben dann alle immer so gestunken und sind so fettig gewesen. Halt. Ist so ugly Ein gewesen. Slime. Therapie, aber falsch, beschreibt das gut. Der Bottle Flip. Das ist doch auch schon Das war auch schon 2016 gewesen, aber ja, das finde ich actually ein guter Trend. Bottleflip ist lustig gewesen, ja. Bottle Flip ist Das so... machen wir auch heute noch ab und zu. Ja, so, hey, pass auf. Ah. Dann tun Mit wir- deiner Flasche. Nein, nein, die ist mir zu teuer. Also, ich glaube, die kostet 80 Stutz. Ja, Das crazy. ist bodenlos eigentlich. Ja, du, mein Vater jetzt Bottleflip hast du aber auch immer müssen schauen, dass so genau die richtige Menge Wasser drin ist. voll. Ice Bucket Challenge, das war aber Boah. schon früher gewesen. Ist das früher gewesen? Mhm. Ich weiss, es hat dann den Harlem Shake gegeben, der war aber so 2013 gewesen, meinte ich. Schon? Ist nicht? Bin Nein, ich glaube, der Harlem Shake ist so 2013 gewesen. Dem. Ask FM, kennst du das noch? Nein. Das ist, jeder hat so in seine Insta- oder Snapchat-Story so ein Ding, das ist wie bei uns, wenn wir ein Ding machen, so das Aha, aber das Anonyme. Ask Jetzt FM. weiss ich was. Ja. wo jeder Sachen hat reinschreiben Ja. und keiner hat gewusst, wer es ist und Ja, so, voll. da machen es. Voll. So Telonym. Ja, genau, Telonym. das Telonym kann oder ich, Ask, ich glaube das gewesen, ja. Das war noch witzig gewesen. Mhm. Aber es steht hier einfach Cybermobbing als Plattform. Ja gut, du hast schon theoretisch jemanden können mobben, wenn nicht will. Mhm. Vor allem, es ist ja crazy, wenn ich so zurückdenke, so an die Snapchat-Seite, wo man das hat. Bro, irgendwie bist du mit jedem aus der Schule oder jedem aus der Oberstufe hast du irgendwie auf Snapchat gehabt oder so und hast mit hure vielen Leuten gesnappt, obwohl keine dich nicht mal richtig mit denen unterhalten hast. Ja, die hast du gar nicht gekannt. Hast du gar nicht gekannt, aber hast du mit denen gesnappt und so. Und Das wenn du ist das schon- jetzt heute vergleichst, Also ist crazy. ich snap nur mit Leuten, die ich kenne. Also wirklich, mit denen ich wirklich... Zwar nicht viele Leute, also es sind ein paar Leute dabei, die ich halt nur so wenig kenne, aber ich kenne sie, ich habe mit denen schon mal geredet, Ja. so, weißt du. Ja, aber ich, so, sonst... Keine Ahnung. Ist das bei mir voll ich snap aufgehört. fast mit keinem. Ja. Außer mit meiner Freundin und mit dir ab und zu. Ja, voll. Ja. Der It's Just a Prank Bro Trend. Oh mein Wo man Gott. einfach so irgendeinen Prank gemacht Einfach also so allgemein Pranks. ja, und dann so sagen, ja, it's just a prank. Und dann war so ein ganz schlimmer Trend, gewesen, wo sich die Freundin hat wollte trennen wollte. Und dann der Freund so, it's just a prank. Das war Soundtrend gewesen. Ja, dann dort, boah, ich kann noch einen Trend. Aber ich glaube Was? 2018 schon gewesen. 3 Uhr nachts im McDonald's. 3 Uhr nachts im... Nein. Doch. Nein, das ist doch 3 Uhr nachts ist Anrufen gewesen. Ja. Rufe niemals um 3 Uhr nachts bei McDonalds an zum Beispiel. Und es ist doch 24 Stunden im Oh mein Gott. McDonalds. ApoRed. von RED. Boah. Oder der Ding, der Bomber-Trend da von Der ApoRed. ist fatal. It's just a prank. Aber das ist doch auch nach einem Anschlag gewesen oder so, wenn er das gemacht Ich glaube. Das ist crazy. Ja, Multimillionär. Das heisst Red. Das war so die Zeit, gewesen, boah, allgemein so YouTube 2018, so. Das ist schon. Boah, kannst du noch? Crispy Rob gegen Simon Will. Hast du das jemals geschaut? Team Rocket gegen Team Rob, glaube ich. Nein. Nie geschaut, das Nein, das kann ich nicht. Das ist jetzt auch so, die haben sich gegenseitig, das sind so wie so zwei YouTuber gewesen. Ja, Simon ich Will. weiß schon, wer es Crispy ja. Rob, genau. Und die haben sich so gegenseitig halt immer so ein bisschen hochgenommen. Und mit jedem Video ist es immer krasser geworden. So. So, irgendwann haben sie angefangen, in der Wohnung alle Fenster auszubauen und so. Einfach ausbauen. Haben dann alle in so einen Käfig eingeschlossen. Okay. Und den Schlüssel haben sie einfach mitgenommen. Ja. Und dass es dann noch hure unangenehm wird für die Nachbarn und so, haben sie so eine Soundbox, volle Lautstärke hinein da. Und dann ein Lied, wo jede 30 Sekunden sich wiederholt, aber so richtig nervig, volle Lautstärke. Oder so ganz viel Wasserbecher auf dem Boden in der Wohnung. Ja. Oder so, kennst du das? Das ganze Zimmer voll bedrucken mit deinem Kopf. Also so ein Bild, also das ist so ein Bild von deinem Grind. Und dann einfach so in Aha, überall an die Wand. und überall. So. Ja, ja. Das ganze Zimmer Oder auch mit voll. so Post-it-Notes. Ja, Voll. Aber Prime YouTube war früher gewesen. ja. Ich würde sagen 2014. 2014, 15 hätte ich gesagt. Mit Ape Crime und Ja, oh mein Gott, Ape Crime. Ape Crime war so peak gewesen. Ding, ich habe halt Lombard Tour angeschaut. Das ist nicht so meins gewesen, muss ich sagen. Krass. Meins war so gewesen, Ape Crime, Ja, bei mir auch.
Julian Bam auch ein bisschen. Ja, bei mir das weniger. Ich habe die Videos halt krass gefunden, irgendwie, so wie er das editiert hat damals und so. Mhm. Was war noch so gewesen? Die Lochis. Oh ja, Lochis. Luca, Concrafter. Boah, Ja. ja. Hallo, mein Name ist Luca. Ich weiss, ich habe immer den gelben Pulli wählen früher, wo so gestanden ist, hallo, mein Name ist. Und da hat so ein Ausrufezeichen, Kommazeichen, weißt du welchen? Ja, ich Den weiss Merch-Pulli, ich habe den unbedingt. Ich habe tatsächlich das Concraft und Minecraft-Buch. Schon? Das habe ich. Irgendwo habe ich das Aber das Küssi hast du schon nicht, gell? Nein, das Küssi habe ich nicht. Hast du das Küssi? Nein. Ich habe irgendwo das Buch, aber keine Ahnung, wo das ist. Ich habe nie YouTuber-Merch oder so gehabt. Ich glaube, Concraft ist das einzige... Was YouTuber-Merch? Habe ich YouTuber-Merch? Bis auf das Concraft-Buch. Ich habe das halt im Laden. Du hast den 550 Gramm Symphonie. Okay, ja gut. Das ist so eine Phase gewesen. Denn das auszahlt sich nicht von alleine. Das ist fatal. Boah, den müsste ich mal anlegen. Was soll ich denn holen? Soll ich ihn schnell anlegen? Schnell, also komm, das passt. du tust dich noch schnell unterhalten. Also. Jetzt wird der 540 am Zippo angelegt. Ist gut, der Niklas sollte sich jetzt gerade... Wie viel ist es? 550 oder 540? 540 Gramm Zippo-Di. 540 Gramm Zippo-Di. Also Niklas ist jetzt kurz Schägam aufsäckeln, um seinen Zippo-Di zu holen. Aber ja, Prime YouTube. Was bei mir sicher war, wie ich gesagt habe, Ape Crime. Vor allem die Format, wie hat das geheißen? Songs in Real Life. Das war Peak auch Let's Draw, wo der andere gegen den Cengiz da so Sachen zeichnet. Das war auch voll lustig. Was auch noch geil war, ist, warte, muss ich, so teils YTT-Videos und die Songs auch, was gemacht haben, aber auch die Songs von der Lochis sind Peak gewesen. Wo der Niklas und ich eine Zeit lang auf Deutschland gefahren sind. Das wisst ihr sicher auch, wenn ihr unseren Podcast verfolgt habt. Wir sind ja jetzt nicht mehr so aktiv, aber so vor einem Jahr, 2 sind wir viel noch Match schauen auf München. Da haben wir zum Teil auf der ganzen Autofahrt haben wir so YouTube-Songs gehört, irgendwie die Affengang, durchgehend online, das ist sowieso ein Banger. Ja, halt also diese Sachen. Voll. Ja. Aber das ist halt so Prime, wirklich so Prime YouTube gewesen. Jetzt mittlerweile schaue ich eigentlich fast niemand mehr von denen. Also Ape Crime gibt es ja nicht mehr, die Lochis gibt es. Also ich glaube, die gibt es schon noch, aber die sind, glaube ich, jetzt nicht Musik machen oder so. I'm not sure. YTT gibt es nicht mehr. Was ich letztes Mal gesehen habe, der Phil von YTT, der hat aufgehört, jetzt auch. Der macht auch keine YouTube-Videos mehr. Ist schade. Aber der hat, glaube ich, so eine eigene Sendung jetzt auf Netflix oder so. Ja. Ich glaube, jetzt kommt der Niklas. Ich habe einen Sip gehört da. Oh, da kommt jemand runter. Hä? Da kommt jemand runter. Ah je, was hast du erzählt so? Du, ich habe einfach so ein bisschen von Prime YouTube geredet und so. Digga. Kannst du bitte im Schnitt jetzt, bevor du hinlaufst, kannst du bitte den Rettichschimmer bitte einblenden? Das ist fatal. Das ist so fatal. Oh mein Gott. Ich frage mich halt bis heute, wieso habe ich das gekauft? Warum hast du das gekauft? Jetzt mal. Es war so gewesen, also ich bin noch nicht im Bild für die Leute im Audio-Podcast, aber ich schäme mich auch irgendwie da reinzulaufen. So. Auf jeden Fall. Deine arme Bauchtasche. Die ist gratis dazu gewesen, by the way. Ich habe im Fall noch einen Lass in Baumen Boxershorts von dem Shop. Weil die ist auch. Ja, das steht auch auf dem, weißt du, von der Calvin auf dem Rand auf dem Band, wie bei Calvin Klein steht nicht Calvin Klein, sondern es steht einfach Lass in Baumeln. Top-Verhütungsmittel. Nein, die ist auch einfach gratis dazu gewesen, wie auch die Bauchtasche.
Ich habe es damals gekauft aus dem Grund, weil ich mich also es war in der Berufsschule gewesen. Da haben wir so voll Monte lustig gefunden und so gefühlt. Ja. Und da aber der 540 Gramm Zippo. Ja. Und Also, da ist er. Und da ist er. Also komm, ich gehe jetzt einfach rein. Das ist so fatal, aber egal. Die gerne mit der Cam. Oh Mann, ey. Das Ich ist schäme mich eigentlich, aber egal. Da jetzt sitze ich hier die ganze Folge so. Ist gut? Ja. Bro, sogar da. Was? An der Kantenstadt Get on my level. Ja, geht on my level, ne? Get on my level. Kennst du den einen Shuffle-Dancer mit Montana Black Outfit? Nein. Kennst du nicht? Nein. Was? Als ob. Also ich glaube, ich habe ihn auch schon gesehen, aber... Alter, also... Montana Black Shuffle. Shuffle. Da. Digga. Das ist crazy. Und es gibt halt so viele Memes über den. So, wenn du Monte dein Monatsgehalt donierst, also nur Danke, Digi, kommt. Danke, Digi. Oder? POV, du hast dein ganzes Erspartes am Monte gespendet und bekommst einen Kuss, Digga. Ja, das ist halt, also, es ist auch so eine Phase gewesen. So, ich habe Monte halt gefühlt, also ich fühle ihn immer noch, ich fühle halt einfach seine Deep Talks ab und zu. Es gibt, also, manchmal beim Zimmer aufräumen, durch so, es gibt ein Video auf Monte, also auf Monte im Channel, wo die ganze Tanzverbot-Thematik war in Madeira. Das hast du mir mal erklärt, das weiß ich noch. Schon? Ja. Ich habe das hure spannend gefunden, was da für ein Beef. Das ist eigentlich voll der Beef gewesen. Und Monte ist so, nicht mit er ist so Streitschlichter halt gewesen, so ein bisschen. Und dort aus Buxtehude und alles in Madeira, oder er im Discord zugeschaltet. Und dann so beim Aufräumen so 2-3 Stunden zuhören, macht halt schon irgendwie Bock. Also Bock. Ich habe das einfach spannend gefunden und so bin ich glaube ich zum Monte irgendwie gekommen. Keine Ahnung. Ich habe früher, wo so die Fortnite-Phase war, habe ich ein paar Monte-Videos geschaut. Ja gut, dort ist ja voll im Hype gewesen, auch Monte. Voll. Monte ist wegen... die scheiß Karriere gemacht. Ja. Aber mittlerweile so null. Ja. Ich verfolge auch null irgendetwas mehr oder so. Ja. Allgemein so deutsche YouTuber. So ist Ja. glaube ich das Einzige, was ich so als Influencer betiteln, ist halt Gamer Brothers sicher, wegen der Fußball, also sein Stream-Highlight-Kanal einfach, wegen der Fußballsachen. Die sind auch extrem gut. Ja. Dann Eli, Sydney, Willi. Also am meisten Eli und Sydney Willi, nicht so. Ich würde sagen, am meisten Eli bei mir ist Sydney auch nicht so. Nein, ich würde glaube sagen am meisten Sydney. Schon. Ja, und dann Eli. Gut, wenn Sydney wieder einen Oktoberfest-Vlog raushaut, dann wird der geschaut. Ja, aber nein, wenn kann ich so, also die neuen Videos, ich weiss nicht, ob es irgendein Dubai-Vlog oder so hat zufällig, haben viele gestern von dem geredet. Ja, ich habe heute im Auto ich den geschaut. Du hast heute im Auto? Also hast du einfach laufen und die Audio geschaut? Also Nein. Ich bin heute nach dem Arbeiten bin ich in Sedi und ich habe heute gar nichts gegessen. Nichts. Ich habe nur ein Schnitzelbrot am Morgen gehabt, so um 11 Uhr. Ja. So vom Brezel. Ja. Oder? Ich habe heute im Pfeffiger gearbeitet. Ich habe sonst nichts gegessen, nichts getrunken. Ich habe ja eigentlich jeden Tag so mein Ernährungsdingsbums da, wo ich muss Ja. Da bin ich 180 Gramm Protein pro Tag. Und ich bin voll unter dem Ziel gewesen. Und dann so schnell ChatGPT geschrieben, hey, yo, rette meinen Tag wegen meinem Essen, oder? Ich habe keine Ahnung, was zu essen. Er so, ja, gang ich go, hol dir das und das und das. Ich so, gut. Ist so quasi, ich habe das Nachtessen vorgesehen. Ja. Dann bin ich in Sedi, bin in die Tiefgarage reingeguckt, habe das Ganze gegessen und nebenbei habe ich den Vlog geschaut. Ah, easy. So, Muss ich halt nachher auch noch schauen. ja, und einer regt er sich voll, ist er nur auf Dubai gegangen, wegen dem Strom in Berlin. Das ist auch verrückt. Das ist crazy. Das ist crazy. So eine ganze Woche lang ohne Strom. Ja. Und das über 40'000 Haushalte, über 100'000 Menschen. Aber das ist doch irgendein... Aufs Stromwerk ist doch... Also ich weiss Ja. nicht genau, irgendwie ist etwas... Ja, ein Kabelbruch ist angezündet worden. Also. Ah, wirklich? Irgendwie so etwas, Ah, ja. Ja. Aber krass finde ich, dass in Großstadt Berlin keine redundante Leitung ersetzt. Was sind redundante... Weißt du, was redundant ist? Nein. Einfach safe, also zwei. Also, dass wenn eins mal ausfällt, dass das andere so halt noch greift. doppelt gemoppelt.
Genau. Wo ich einen Stauballergie, der Pulli ist einfach irgendwo im Schrank gewesen. Wenn ich nüssen muss in den ersten paar Minuten, dann ja, ist es von dem Pulli. Ja, der 540 Gramm Zip. Ja, das ist so, Alter, ich habe den nie angehabt, ich habe den einmal gekauft und dann denke ich, ja, nee, so kann ich nicht raus. Was ich noch schaue, wenn der Justin mal einen Vlog raushaut, ist zwar auch weniger, aber das ist wahrscheinlich überhaupt gut. nicht dies. Doch, ab und zu habe ich das schon geschaut. Schon? Ich habe Justin, also nicht so ganz, aber es war ja Pixel Wolf früher gewesen. Ja, aber habe ich früher ein bisschen geschaut. So ein Auto-Abholvideo habe ich geschaut. Ja, ab und zu. die habe ich sogar geschaut. Also der Autofan oder so. Aber der hat halt schon crazy Kerren. Es gibt bei mir einen YouTuber, den ich schon seit Tag 1 verfolge. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Ja. Let me guess. Dehner. Ja. Schaue ich bis heute. Also jetzt, So. jetzt halt Felix von der Laden, aber ich schaue praktisch jedes Video von ihm. Wirklich? Jeder Vlog, das ist so, keine Ahnung, das ist so die Konstante auf YouTube, wo ich habe früher halt mit Minecraft Let's Plays angefangen, dann die Real-Life-Vlogs da, ein Tag im Leben von denen, wo er aufsteht, 36 Jahre. Und nachher, ja, keine Ahnung, GTA Online mit Kev, boah, das war ein Peak gewesen. Dann Das habe aber ich gar nicht geschaut, muss ich sagen. Longboard-Tour, was war noch gewesen? Dann die ganzen Vlogs halt, weißt du, wo sie in den USA sind, so. Er ist ja hure viel reisen. Ja, Video-Days, ganze Zeug früher. Ja. Ja, und jetzt, ja, tut immer noch vloggen. Voll. Voll, ich schaue alles. Ich habe vorhin ein bisschen gehabt und ich gesagt habe, ich habe nur die YouTuber geschaut, also Gamer Brother, Ali und so. Jetzt, ich habe jetzt noch mal ein bisschen überlegt, es sind schon noch ein paar mehr. Was ich auch so schaue, ist Papa Platte, so Stream-Highlights, wenn irgendein Game zockt oder so. Ich schaue nur TikTok-Highlights von Ja, das ist ja lustig. Ja. Das ist ja lustig. Ich weiss nicht, kennst du wahrscheinlich nicht den Yoshi? Yoshi KS. Auch schon gehört? Ist halt so Fashion-Zeug. Ja, aber ich habe schon gehört, Anneren. Ja, da gibt es halt so, noch andere so, nicht so grosse Player, sage ich jetzt mal, aber das sind glaube ich schon die grössten. Ich würde sagen, letztes Jahr habe ich am meisten geschaut, aber Felix von der Laden. Ton verändert. Ja, kenne ich. Wo halt ich einfach schon so, ein paar Videos der macht ja eigentlich auch genau das, was wir jetzt eigentlich als Folge haben machen. So, ja. So TikTok-Trends gottlos abmachen. Oder so TikTok-Leute, so zum Beispiel Julis Boring Life, wie sie jetzt ihre Brustverkleinerung gemacht hat. Okay. Dass sie irgendwie 8 Videos postet. So, jetzt sind wir beim Krankenhaus, jetzt ist meine OP, jetzt ist das, oder? So, wer juckt das? Er hat es eigentlich so voll klein gemacht. Aber trotzdem juckt es so 8 Millionen, jedes Video 8 Millionen Klicks. Warum kommt so etwas so viele Klicks über? Das ist eben genau das, was er sich fragt. Das ist verrückt. Darum, das macht, also er nimmt eigentlich immer alles so ein bisschen hoch. Ja. Alles, was so ein bisschen viel Aufrufe hat auf YouTube. Auf TikTok vor allem. Weißt du, es war so 2020, 2021 auch richtig geil gewesen. Unsympathisch TV. Peak. Wo noch wirklich regelmäßig Videos gekommen sind. Aber Jeden auch Sonntag. InScope. Sonntag 18 Uhr. Ja, aber auch zum Teil InScope, ich schaue jetzt auch nicht mehr alle und so. Aber so ab und zu mal eins, die gehen ja nur so 3-4 Minuten. Läuft. Ich habe Revi früher oft geschaut. Schon? Halt die ganzen Minecraft-Videos, da Craft Attack und so, Ja. habe ich geschaut. Wo er sich da mit Petrit und so beeft hat. Was ist so schnell gewesen? Der Jeffrey und ich haben ja mal bei Ultratalent mitgemacht. Stimmt. Und haben Wap-Up gesungen mit Wasser im Maul. So, aber das ist so spontan gewesen. Der Jeffrey ist zu mir gekommen, wir mussten irgendetwas backen für die Klasse. Weil wir halt irgendwie nicht mitgeholfen haben für irgendeinen so Anlass, keine Ahnung. Jetzt heisst ja Niklas, Jeffrey, ihr backt jetzt etwas für uns, dann ist alles gut. Dann ist fair, oder? Ja. Haben wir Nutella-Cookies gebacken. Sind eigentlich easy gut gewesen. Und dann bin ich so auf Instagram scrollen und plötzlich so ist so ein Post von Revi, jo, können wir den Teamspeak. Früher noch Teamspeak. Noch nicht Discord, Teamspeak. Können wir die Teamspeak und bewerben dich für das Ultratalent, was heute ist. Ich so, Jeffrey, wir müssen das machen. Und wir machen irgendeinen Scheiß. Was machen wir? Ja, komm, wir singen auch Wap ab. Nachher sind wir dort in der Bewerbungsrunde da gewesen. Und dann
sind ja Mods und die müssen entscheiden, okay, dürfte der ins Video oder nicht. Ja. Dann haben wir so gesungen, also, ja, ich mache das eigentlich schon recht gut, aber es muss noch der letzte Pep oder so rein. Irgendwie, ob ihr das mit Wasser im Maul oder so könntet machen oder irgendwie mit, keine Ahnung, irgendwie neben einfach essen, einfach, dass es so richtig dumm ist, so richtig dämlich. Und wir so, ja, ist gut, holen uns in 10 Minuten wieder rein in die Channel, wir bereiten uns vor, oder? 10 Minuten wieder reinkommen, wir das mit dem Wasser im Maul machen, oder? Fast gestorben, weil wir es so lustig gefunden haben. Weißt du, wenn die ganze so late night, no bad, so gemacht, so extra, oder? Ja. Und sie hat sich so totgelacht, so, ihr seid fix dabei, ihr seid dabei. Also, dann haben wir irgendwie 3 Stunden müssen warten, bis die endlich anfangen aufzunehmen. Wirklich? Ja. Ja, und dann sind wir dran genommen worden. Dann haben wir ewig geredet. Er hat mich erstmal beleidigt, ich soll jetzt anfangen, ich bin Pisser. Also hat er gesagt, ja, verpiss dich. Er hat auch gesagt, ja, ich so gut, ist halt Revi, was wir lustig gefunden. Ja, das ist das gewesen. Ja, Gesundheit. Danke. Was habe ich sonst noch geschaut? Ich bin halt voll in dem Minecraft-Game drin gewesen. Craft Attack. Halt bei Revi. Boah, Revi hat also ein Format gehabt, der kommt flach. Dann haben sie einfach so Witzrunden gehabt mit Wife HD. So, jeder hat einfach so einen Witz vorgelesen und dann, ja. So Flachwitz halt? Ja, und das Ziel war auch lachen. Okay. Ja. Einfaches Format, ja. Und sonst, ja, Monte. Gamer Brother habe ich nicht so geschaut. Aber ich habe ihn schon verfolgt, aber nicht geschaut. Gamer Brother schaut sogar manchmal meine Mom. Wirklich? Ja, ich schaue halt sehr viel Fernsehen, weißt du, bei uns in der Stube. Ja. Und manchmal ist halt meine Mama auf dem Sofa und ist irgendetwas am Lesen und dann schaut sie halt mit, weil mittlerweile interessiert sich auch voll für Fußball, wie ich halt immer in der Stube das geschaut habe. Und manchmal fragt sie so, Rico, was ist jetzt mit Schalke wieder los? Frag mal den Joris. Ja, frag mal den Joris. Oh. Nein, ich habe es einmal geschafft, dass mein Vater mit mir zusammen ungeklickt schaut. Das ist ja immer so, jeden Abend 20 Uhr gewesen, die Unge Livestream gemacht. Ja. Und einfach, hast du nie ungeklickt geschaut? Livestreams sowieso nicht, ich bin sowieso kein Livestream-Viewer. Ich habe auch nicht, aber dort habe ich es aber gemacht, ungeklickt. Und dann ist das Thema mit Rezo wegen der AfD oder so ein Scheiß oder so. Und dann hat mein Vater voll mitgeschaut, ist voll interessiert für das. Und ich so, ja, schau. Ja. Weil er hat immer gesagt, ja, da, die YouTuber, die haben keine Bildung und so. Ja. Das ist nur scheiß Vorbild und so, was du dort hast. Und dann hat zuerst mal gesagt, okay, doch. Geht so 1, 2. Die haben so mein Sohn schaut so 1, 2 Leute, die ein bisschen Ahnung haben. Ich habe keine Ahnung mehr, was Rezo gesagt hat in dem AfD-Video. Aber ich glaube, es ist nicht nur das AfD-Ding, sondern es ist allgemein so. Er hat spannend gefunden, was wir Kinder schauen und was für Quality of Content dort eigentlich ab und zu vorgekommen ist. Ja. So zum Beispiel so ein Evanio hat ja die ganze Zeit so eine Food Challenge gemacht. So, heute ernähre ich mich nur von Fast Food oder heute ernähre ich mich nur gesund. Und dann haben sie so die Food Challenge über die ganze Woche und so gemacht. Und so halt Kenntnis daraus genommen, wie man sich dann fühlt. Ja. Ob er krank wird. Es ist nicht nur dummes Zeug, es ist schon ab und zu spannender Content. So. Tomatolix ist auch noch so ein Channel. Aber wenn er ist ziemlich gut. Folgen sind... Der Channel an sich ist ziemlich gut. Ja. Also wirklich, ich würde sagen, es ist eigentlich sogar von der Quality of Content einer der besten Channels, die es im Moment immer noch gibt. Hast du die Bahnhofsviertel-Doku da geschaut? Also Doku. Es sind glaube 3 Folgen oder so. Ich habe das geschaut, das war voll interessant. Habe ich nicht geschaut. Aber ja. Musst schauen, ich kann ihn wirklich empfehlen, das ist wirklich interessant. Ich empfehle jedes Tomatolix-Video, auch wenn es banal ist, aber ich empfehle alles. Also auch die empfehlen, weil es ist schon verdammt interessant, weil du machst halt so das Bild drüber und dann erklärt es dann halt so richtig. Voll. Und redet damit halt so geschulte Leute, Leute, die Ahnung haben. Genau. Voll. Ja, obwohl es ist schon fatal so. Diese Sachen sind halt einfach random. Ist schon random, aber es ist so, das hat es halt noch nie gegeben. Es ist so, Nische. Ja. Es ist eine Nische, darum hat das Ding auch so viele Klicks. Ja. Das ist halt ein unangenehmes Thema.
So, das ist auch so etwas, was mein Abo-Lehrer gesagt hat. Er würde es mal richtig cool finden, wenn irgendein Lehrling würde, das habe ich richtig krass gefunden, dass er das gesagt hat, dass ein Lehrling mal von ihm würde, also dass er ein VA machen über Prostituierte. Oder allgemein das Thema Prostitution. Ja gut, das ist ja ein wichtiges Thema in dem Sinn. Eigentlich schon, ja. Ja. Aber es traut sich halt keiner, weil das halt einfach so abgemacht wird. Weil es so verpönt ist in der Gesellschaft in dem Sinn. Genau, Ja, genau. ja. Und ich glaube, das ist genau das, was Tomatolix halt auch probiert. So Ja. ein verpöltes Thema, wie du sagst. So ein bisschen den Leuten beizubringen, jo, so schlimm ist das gar nicht oder so interessant kann es sein. Oder so sind, durch das und das ist das so gekommen. Genau. Voll. Ja. Ja, sonst habe ich nicht... Also eben, ich würde sagen, Felix von der Laden sicher, Monte, dann irgendwann ist Eligella gekommen, Revi. Ja, das sind so echt die YouTuber, die am meisten geschaut haben, würde ich sagen. Apecrime nicht vergessen. Ja. Das Apecrime ist goated. Let's Draw. Oh, das war so gut gewesen. Oder Ding, Andre vs. Cengiz. Ja. The Floor is Lava. Ich habe noch gesagt, bevor du weg bist, habe ich eben das gehört. Ich habe noch gesagt, kein Ding. Songs in Real Life. Boah, ja. Allgemein in Real Life, die ganze in Real Life Serie. Ja. Aber ich habe Apecrime TV besser gefunden als der Kanal Apecrime. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ja, Apecrime ist halt allgemein alles so ein bisschen, also so die ganzen Sketches und alles gewesen. Ja. Und Apecrime TV ist halt wie so der Vlogging-Kanal von denen gewesen. Der ganze Real-Life-Content und alles, wo praktisch, ich glaube, 2-mal pro Woche ein Video gekommen ist. Okay. So, das ist halt schon, es ist mehr Content halt einfach gekommen, Ja, viel authentisches Zeug. Ja, also authentisch, es ist ja auch vieles auch gespielt. Ja, aber klar. Du weißt, was ich meine, ja. Voll. Ja. Ja, ich würde sagen, kommen wir zu unserem Ich würde es auch meinen. Blind Rating. Die Folge hat sich jetzt auch voll in ein anderes Thema. Eigentlich schon, aber ist auch irgendwie cool. Ja, voll. Ich würde jetzt auch sagen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir tun so Internet-Trends blind ranken. Blind Ranking nein. kennen ihr? Was? Oh! Hey! Nein. Ja, also erzähl, sorry. Genau. Wir haben jetzt mal ein bisschen mehr aufgeschrieben, nicht nur 5. Aber wir machen gleich nur 5, aber wenn wir so ein bisschen vielleicht noch switchen können. Voll. Wer will anfangen? Fang du an. Okay. Also Niklas, dein erster Trend ist der Dab. Ja, der ist auch, also ja, er ist schon kacke, aber er ist schon besser als alle anderen, was kommen kann. Ich packe den mal aufs 2. Aufs 2? Ja. Stabil. Ich am Schluss bereue, dass es nicht das 1 ist. Ich sage es jetzt schon. Das nächste ist der Hundefilter von Snapchat. Oh mein Gott. Schau das gerade aus an Jessica, die eben benutzt hat. Nein. Der Hundefilter. Nein. Boah, 4. Ich würde schon sagen 4. 4. Es gibt halt schon auch Schlimmeres, aber es ist schon richtig bodenlos schlimm gewesen. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ja, nein, ich auch nicht. Der Hundefilter. Der Hundefilter. Kommen wir zum nächsten. Das ist wahrscheinlich wieder etwas, was dir gefallen wird. Und zwar, ich sage jetzt Lifehacks. Im Allgemeinen, so Lifehack-Videos. Das ist cool. Das packe ich glaube sogar aufs Eis. Aufs Eis. Das ist schon cool. Ja. Emra. Wow. Hi, welcome, hi. Ja, und immer das Heute, ja. Und heute zeige ich euch, was man mit Melonen machen kann. Let's begin. Hast du das auswendig? Ja, keine Ahnung, das habe ich auch gesucht. Emra habe ich auch alles gesucht, muss ich auch sagen. Der hat BMW i8 als Auto gehabt, hast du so, nein, keine Ahnung. Ja, dann kann er. Das nächste ist 3 Uhr nachts anrufen. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Pack jetzt aufs 3. Aufs 3. Ja, jetzt komm bitte etwas ganz Schlechtes. Jetzt packt etwas sehr Gutes auf. Nein, ich kann eigentlich wirklich nicht mehr. Also ich könnte jetzt theoretisch dir selber ins Beispiel sagen, aber 24 Stunden in wäre das nächste gewesen. Ja, okay. Es hat einfach Hausfriedensbruch. Ja,
Ja. Ist okay. Ja, ich würde glaube, den Hundefilter würde ich sogar aufs 5 tun. Wirklich? Und dann ist alles gut. Ja, gut, So, ja. Ich würde einfach die unter 2 switchen. Voll. Und dann ist es eigentlich fair. Easy. Faires Rating. Ja gut, Ja? komme ich zu meinen. Ja, Hause, komm. Über ein paar haben wir schon geredet. Na gut, haben wir bei mir auch vorher jetzt. Aber ich fange mal an Ja. mit KI-Songs. Also, KI-Songs. also in dem Sinn von, dass Politiker, YouTuber, Streamer plötzlich so Lieder singen. Aha. Nicht in KI-Songs mit ich glaube, ich bin verknallt in einen Talahu. Ah, gut, na komm, schließen wir das auch ein. Machen wir so beides ein bisschen. Hätte ich gesagt. Ich finde KI-Songs an und für sich nicht cool. Klar, es ist lustig, wenn, keine Ahnung, so Friedrich Merz irgendwie, keine Ahnung, irgendetwas singt. Also ich finde KI-Bilder viel besser. Ja, zum Teil ist es wirklich lustig. Das ist Aber das zeigen wir jetzt Das nicht. ist verrückt. Das zeigen wir nicht. Nein, ich find KI-Songs in dem Sinne nicht cool. Also eben klar, wenn es so auf lustig gemeint ist, ist lustig, aber wenn es halt wirklich so auf ernst gemeint ist, finde ich es nicht so cool, weil es nimmt halt so ein bisschen die Kunst in dem Sinne weg. Ich bin kein Fan von KI-Musik, muss ich sagen. Ich tue so aus 5. Sogar. Wirklich? Ja. Findest du das so schlimm? Also schlimm in dem Sinn kann ich will es halt einfach nicht so Ja, wenn ich jetzt, unterstützen. ja, aber wenn In dem ich jetzt 6, 7 sage, als ob du 6, 7 drüber hängst als KI-Songs. Ich Sinn. finde ja KI ist einfach dumm, aber ich finde KI ist... Ich finde KI-Songs auch nicht, ich finde KI-Songs auch dumm, aber ich finde die lustig. Ja, nein, ich meine, wenn's, wir müssen unterscheiden vielleicht schnell. Wenn es so ein lustiger KI-Song ist, eben, wo zum Beispiel Friedrich Merz etwas singt. Lustig oder einfach als Joke meint, aber es gibt dann auch so KI-Songs zum Beispiel, wo, ich sage jetzt einfach als Beispiel, wo Cardi seine Stimme genommen wird und der volles Lied auf TikTok gepusht wird und das am Schluss irgendwie in den Top 50 USA-Charts landet. Das meine ich nicht, ich meine schon eher nicht auf lustig. Dann ist es etwas anderes. Ja. Dann ist es etwas anderes. Dann würde ich es aus 4 tun. Gut. Aber auch dann ist es so mein Favorite. Okay, ja dann. Voll. Gut, Era 51 Raid-Memes. Das sind lustiger Die sind gewesen. lustig gewesen, ja. Das habe ich voll vergessen. Gell? Aber zu was für einem Anlass ist das gewesen? Ja, alle haben ja nicht gewusst, was Area 51 macht. Und dann hat irgendein Dude auf glaub, Facebook damals noch, ich glaube, das ist die letzte grosse Aktion auf Facebook gewesen, meinte ich, wo so gesagt komm, wir planen einen Raid auf die Area 51. Und dann sind irgendwie nur 200 Leute erschienen von den angekündigten 2 Millionen oder so. Ja, Ja, ich tue es aus 3. ist schon lustig gewesen. 3, ja. Dann die Mannequin Challenge. The Mannequin Challenge. Wir haben sogar eine mal gemacht im Sportunterricht. Schon? Dann hat sich der Jeffrey einfach bewegt. Die hast du mir gerade mal gezeigt. Ja. Aber ja gut, das ist halt auch irgendwie so... ist halt auch so... So ein Scheiß. Aber Mannequin Challenge ist nostalgisch irgendwie. Das hat so eine Nostalgie. Ja, das das ist ja so. Aus 2. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Was haben wir so schnell? Über den Rest haben wir alles geredet, aber also wie viel habe ich jetzt noch? Du hast noch 2, ich habe jetzt noch das 5 und das 1 offen. Das ist eigentlich fatal. Also 6, 7, Ja, 5. Ich habe nicht lange drüber reden. Brainrot. Ja, Mann! Ja, schlimm. Ja. Ah, siehst du. Habe ich dich. Hast du gut gemacht. Habe ich dich. Habe ich dich. Ja, ja. Ja. Sonst haben wir glaube ich nicht viel zu sagen. Nein, ich glaube auch nicht. Das ist glaube ich recht ausverzählt, das Wenn Ganze. wir die Folge beenden. Wir beenden sie. Wir beenden sie. Ja. Was? Ich sage immer am Schluss etwas von der Woche. Empfehlung der Woche. Empfehlung von der Woche. Hast du eine? Empfehlung von der Woche. Kaufe dich keine 540 Gramm Sibo, der verstaubt im Schrank. Nein. Empfehlung von der Woche. Boah, habe ich die Woche irgendetwas... Schau Stranger Things.
Das schaut das gefühlt jeder. Ja, ich habe jetzt auch angefangen, seit einer Woche 2, mittlerweile 2 fast. Ich bin jetzt bei Staffel 4 in der Mitte etwa. Also du bist ja viel schneller als ich Und das mit ist schon Sachen schauen. Ich habe das auch brutal jetzt gesucht in letzter Zeit. Ja, also Ja. ich bin neben dran das Marvel Universe am schauen. Mit meiner Freundin und ich komme nicht dazu. Ja. Ich bin bei Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 1, Folge 10 seit irgendwie, also bis Folge 10 habe ich jetzt einen Monat gebraucht. Schon. Ja, ich komme nicht dazu. Nein, es ist... Ich kann habe es- jetzt in den letzten Tagen Ich kann es nicht gesucht. suchten. Ich kann es nicht suchten. Ich kann allgemein so Filmserien kann ich nicht suchten. Ich habe... Vor allem also alleine kann ich es nicht suchten. Ja. Wenn ich es mit einem Kollegen oder so, mit der Freundin schaue, dann würde ich schon sagen, Nein, ich kann es schon... Ich kann es schon suchten. Das ist etwas, wo... was auch meine Freundin mir gezeigt hat in dem Sinne. Also ich habe es schon gekannt, aber sie hat so gesagt, hey, schau, das ist voll cool. Ich habe immer so gesagt, nein, Serien sind nicht so mies und so, dies, das. Aber jetzt habe ich angefangen und ich muss sagen, schon gut. ich habe Stranger Things angefangen zu schauen und habe nach 2 Folgen abgeschaltet, weil es so einfach nicht interessiert hat. Weil das war halt so damals, gewesen, wo, Ja. vor 5 Jahren oder so habe ich das angefangen. Ich würde sagen, die Top-Serie von mir, die ich geschaut habe, ist wahrscheinlich Manifest. Manifest. Ich empfehle dir, schau die mal. Um was geht's? Also es geht darum, am Anfang sind sie in einem Flugzeug und dann gibt es einen Sturm und dann landet es, aber landet nicht auf einem normalen Flughafen, wo sie landen sollen, sondern auf einem Militärflughafen. Und dann steigen sie auf, kommen mit Fast so Polizei. wie bei uns, wo wir nicht in Genau, der 50 genau. nicht Ding. Nachher kommt die Feuerwehr, Polizei ran wegen alles. Und dann so, ey, hier ist hure kalt, wo ist das Problem? Sagt ein Passagier zum Ding und dann so, das Problem ist, der Flug gilt vermisst seit über 5,5 Jahren oder so. Aha. Und Okay. manifestieren heisst, ja, soweit ich weiß, dass du über Sachen nachdenkst oder die Sachen gedanklich im Kopf passieren, dass du so Visionen hast. Ja, das ist einfach nachher in Real Life passiert quasi. Ja, einfach, ja, irgendwie so, ich weiß nicht genau, was es heisst. Aber dann passieren so Sachen und sie müssen halt, das sind so wie Quests, wo sie müssen lösen oder nachher gehen irgendwie und das aus dem bildet sich eine ganze Story und ja, Okay. mehr sage ich nicht. Okay, Aber es ist, würde ich sagen, eine coole Serie. cool. Aber bis jetzt die Serie, die ich halt, ja, habe ich gut gefunden. Voll. Ja, Die längste, sage ich mal, auch. Ich glaube, die hat 4 Staffeln oder so gehabt. Ja. deine Empfehlung? Meine Empfehlung, trinkt viel Wasser. Trinkt viel Wasser. Das ist eine gute Empfehlung. Ja. Ich schaue mir die Flasche an und dann sage mir so, trinkt viel Wasser. So sind nicht müde am Abend, sind durstig. Trinkt viel Wasser. Du sagst es. Langweilig, aber Ja, trinkt Wasser. In diesem Sinne. in diesem Sinne. Ja, wär's das schon wieder? Bis in 2 Wochen. Bis in 2 Wochen. Das ist auch so ein Trend. Boah, der Deli Jubel, ja. Ja, voll. Das war crazy. Also, jo, peace out. Bye bye. Ciao, ciao.